oh ja, jetzt sind wir wieder da. Oh ja, auch du bist wieder da. Und ich freue mich auf die nächsten 5 Minuten. Und ich habe euch ja versprochen, heute gibt es mal wieder ein Märchen. Macht es euch schön gemütlich, denn ich erzähle euch was. Es war einmal Schneeweißchen und Rosenrot. Es war einmal eine arme Witwe, die mit ihren beiden Töchtern in einem kleinen Häuschen im Wald lebte. In ihrem Garten standen 2 Rosenbäume, ein roter und ein weißer. Weil die beiden Mädchen genauso schön waren, nannte sie Schneeweißchen und Rosenrot. Die Schwestern liebten sich sehr und teilten alles miteinander. Was die eine hatte, teilte sie mit der anderen, und sie waren genauso liebenswürdig zu ihrer Mutter und den Tieren des Waldes. Deswegen machte sich die Mutter auch nie Sorgen um die Mädchen, wenn sie in den Wald gingen und dort schliefen, denn die Tiere waren ihre Freunde und sie waren ja nie alleine. Obwohl sie nicht viel hatten, hatte die Familie es sehr schön und gemütlich in dem kleinen Haus. Schneeweißchen und Rosenrot halfen ihrer Mutter, wo sie nur konnten. Eines Abends, sie saßen gerade um das Kaminfeuer herum, denn es war kalter Winter, klopfte es an der Tür. Die Mutter schickte Rosenrot, um aufzumachen. Sie dachte, es sei vielleicht ein Wanderer auf der Suche nach einem Bett für die Nacht. Als das Mädchen die Tür aufmachte, erschrak es sich sehr, denn dort stand ein großer schwarzer Bär. Aber der Bär sprach: »Keine Angst, ich will euch nichts tun, ich suche nur Schutz vor der Kälte.« Sie ließen den Bär hinein, und als er sich vor das Feuer legte, kümmerten sich die Mädchen gut um ihn. Jede Nacht im Winter kam er wieder, und die Kinder spielten mit ihm. Als der Sommer aber kam, musste er gehen, sagte er der Familie. Die Mädchen, die ihn schon ins Herz geschlossen hatten, waren traurig, aber sie ließen ihn gehen. Einige Zeit später hörten sie im Garten einen Baum umfallen und ein schreckliches Gezeter. Sie sahen einen Zwerg, dessen Bart unter dem Baumstamm fest eingeklemmt war. Er wollte den Baum fällen, erzählte er, und dabei habe er seinen Bart verfangen. »Was glotzt ihr denn so? Helft schon!« rief er den Mädchen zu. Schneeweißchen zog eine Schere aus der Tasche und schnitt ein kleines Stück vom Bart des Zwerges ab, so dass er sich befreien konnte. Anstatt ihnen zu danken, zeterte der Zwerg noch mehr, dass sie seinen Bart gestutzt hatten, und lief davon. Sie trafen ihn nochmal, als sein Bart sich in einer Angelschnur verfangen hatte, und noch einmal, als ein Vogel ihn beim Bart gepackt hatte. Beide Male retteten die Mädchen ihn, aber beide Male mussten sie ein kleines Stück vom Bart abschneiden. Der Zwerg blieb undankbar und beschimpfte die Schwestern fürchterlich. Das letzte Mal trafen sie ihn, als er gerade im Wald über Edelsteine gebeugt war. Die Mädchen staunten und bewunderten die wunderschönen Steine, als plötzlich ein großer Bär erschien und schrecklich brüllte. Der Zwerg rief in großer Angst: »Friss nicht mich, friss die beiden Mädchen dort, du Bär, denn die sind viel leckerer!« Der Zwerg versuchte, Schneeweißchen und Rosenrot dem Bären auszuliefern. Die aber erkannten ihren Freund und hatten keine Angst. Der Bär holte mit der Tatze aus und traf den Zwerg, der sich nicht mehr regte. In dem Moment fiel das Bärenfell von ihm herab, und es erschien ein schöner Prinz. Er erklärte, er sei von dem Zwerg verzaubert worden, damit der Zwerg die Edelsteine stehlen könne. Nun aber, das sagte der Prinz, sei der Zauber gelöst. Der Prinz heiratete Schneeweißchen.
Rosenrot heiratete seinen Bruder und sie lebten glücklich mit ihrer Mutter im Palast. Die beiden Rosenbäume nahmen sie mit. So war das mit Schneeweißchen und Rosenrot. Ein tolles Märchen, oder? Und ein Happy End gab's auch. Und wir sind natürlich noch nicht am Ende unserer 5-Minuten-Staffel. Morgen geht's erstmal wieder musikalisch weiter und da geht's um ein Tier, was sehr toll klettern kann. Da habt ihr bestimmt ganz schnell eine Idee. Ach ja, und das Tier isst besonders gerne Bananen. Bis morgen, dein Björn.